Salü, salü, bonjour, bonjour. Ich hoffe, euch allen los geht's gut. Als ich heute mein Powerfood-Päckchen auspackt habe, war neben Proteinpulver noch etwas anderes Interessantes drin. Bekommen habe ich einen Gutschein von Outfittery im Wert von 50 Franken. Keine Ahnung wieso, ehrlich gesagt. Aber ich habe schon von dieser Firma gehört und weiss, dass sie einem versprechen, dass sie anhand von individuellen Angaben einem ein passendes Outfit heimschicken. Soweit, so gut. Mit einem durchmischten Bauchgefühl habe ich mal das Ganze angefangen zu googlen. Zuerst, was ich dabei eigentlich immer anschaue, sind Google-Rezessionen und da ist mir schon etwas aufgefallen. 25 Rezessionen, 1,4 Sterne. Erste Bewertung. Sehr schlecht, grenzt an Betrug. Achtung, Finger weg. Ich wünsche, ich hätte mich nie angemeldet und etwas bestellt. Wow, 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 wow. Da hat sich ja meine Meinung mal ganz schnell geändert und mir ist jetzt auch sofort klar geworden, wieso ich 50 Franken Gutschein random bekommen habe. Ich muss allerdings trotzdem sagen, dass ich die Idee nach wie vor interessant finde und somit habe ich angefangen zu schauen, ob es nicht noch einen anderen Anbieter als Outfittery geben würde. Nach kurzem Suchen bin ich auf Zalun gestossen, habe mir dort ein Profil angelegt, Tausende von Angaben angegeben und schlussendlich dann das Päckchen bestellt. Ihr seht, hier wird noch einmal aufgefordert, ein Bild aufzuladen, damit der Stylist auch ein bisschen weiss, wie ich aussehe. So, da haben wir ein wunderprächtiges Bild gefunden. Und zwar, seht ihr das hier? Das bin ich in einem Club direkt nachdem ich gekotzt habe. Das ist sehr aussagekräftig, würde ich sagen. Das wird jetzt gespeichert. Es ist spät am Oben und jetzt füllen wir endlich noch das Formular für unsere geliebte Schwester aus. Rocky. Ah, Rocky hat es sogar verspielt, hat es sogar Bauchfrauen. Verspielt? Wie oft trägst du Kleider? Kleider? Also wie oft trägst du Kleider? Also schöne Kleider, meinen sie da. Jetzt sind beide Päckchen auf dem Weg und es bleibt nicht mehr übrig, als einfach zu warten. Ja, liebe Leute, es geht Richtung Zürich. Das Ziel ist nicht dort, meine Schwester mit dem Paket zu überraschen. Die Päckchen werden fleissig aufgedreht, wie man hier sieht. Hallo! Hallo! Ich weiß immer noch nicht, was hier vor sich geht mit diesen Päckchen. Also, wir wissen Amigo, bevor ich so angerufen habe, hat so gesagt, so, ich habe 3 Päckchen, du musst mir helfen tragen. Und ich habe so gedacht, so, wieso bringt er 3 Päckchen mit Uniwege? Wir haben 2 Thesen gehabt. Entweder ich habe etwas angestellt, er wollte mich irgendwie abstechen, meine Leichen zerschnetzeln und die Päckchen in meinen Küder schmeißen. Oder er hat etwas angestellt und muss es irgendwie wieder gut machen, indem er hier Zalando-Päckchen bringt. Was ist eigentlich hier innen? Oder? Man sieht hier das Zalun-Päckchen, Partner von Zalando. Und zwar kannst du hier anhand von Angaben im Internet dir irgendein Outfit zusammenstellen und zuschicken. Das ist jetzt hier innen verpackt. Deine Stylistin ist 50. Wegen dem haben wir in den Kommentaren reingeschrieben, ist für junge Tochter irgendwie lange Beine, gross und ein bisschen abgefuckt. Was? Der hat dir wirklich so Anweisungen schreiben? Haben dir sogar ein Bild von dir geschickt? Nein! Nein, haben wir nicht, aber von mir haben wir es geschickt. Ich bin schon wieder gespannt, was es ist. Aber vielleicht nicht so 2008, aka 2008. Let's go! Oh mein Gott, es sind verdammt viele Sachen. Wow! Wow, Pizza, geile Schuhe, Pizza, geile Schuhe, Pizza, geile Schuhe, Pizza, geile Schuhe. Ja! Was ist denn das? Doc Marten zu Fuß gestellt. Ist das? Ja, das wird immer schlimmer. Das ist ein Underboob. Vor allem sind sie nur schnuddelig und gross.
Ja, wir haben angegeben, ein bisschen alternativ und so. Ja, mal schauen. Wenn du in ein Atelier gehst, malen, kannst du die anlegen. Sag. Das macht nicht, dass ein bisschen Farbe drauf kommt. So. Die Farbe gefällt mir noch, muss ich sagen. Ich sehe Potenzial in diesem Outfit. Und jetzt wird ich dann zu dem Typ, der euch Kryptowährung über Instagram andreht. I'm too sexy for this world, too sexy for this girl. Riesen Mess. Und das hier ist nicht das Resultat. Yeah, I'm too sexy for this world, too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy. Und zufriedenstellend, das erste Outfit. Hey, ich würde im Fall sagen, es gibt schon so ein 8 von 10. Weil es ist so, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es ist nicht unbedingt so, wie ich so würde bestellen auf Zalando oder wie ich so würde rumlaufen draussen. Aber irgendwie finde ich, es hat noch etwas recht Originelles und es ist echt mal etwas anderes. Okay, alright, that's fine, okay. I'm feeling too sexy to accept requests. Way too sexy. And I'm way too sexy to go. So, was ist jetzt dein finale Fazit zu diesem Outfit? Das Outfit gefällt mir nicht schlecht. Die Schuhe finde ich ziemlich fresh. Den Mantel finde ich auch nice. Der Pulli ist ein bisschen basic und ein bisschen zu gross. Und die Hosen, ja. Ja, die Hosen sind halt die Hosen, das ist immer mega schwierig. Also ich gebe es 7 von 10. Ich bin gespannt, was da sonst noch kommt. Bis jetzt ist es gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich habe bei mir allerdings den Überblick verloren. Es liegt hier einfach alles am Boden und ich weiß nicht genau, welches Päckchen zu was gehört. Ralph Lauren! Was ist das? Da bin ich echt gespannt, wie das an dir aussieht. Ugly aus. Ja, das zweite Outfit ist ein bisschen weniger fit. Ja, du bist ein bisschen im Struggeln. Das Beste haben wir ausgeschöpft. I'm too sexy for this world, too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy for this life, too sexy for that jack, yeah, yeah. Also das Fazit. Ja, erzähl. Nicht warten schon. Nein. Fazit. Also das Fazit ist, ich finde es eigentlich noch nice, also schon ein bisschen schlechter als das erste Outfit. Es ist halt ein ganz anderer Vibe, es ist eher so ein bisschen Brefer. Was echt gar nicht geht, sind die Schuhe. Dann bin ich wirklich so, hell no. Aber sonst finde ich es eigentlich noch okay, das Outfit. Es ist so ein bisschen Man-Style, aber ist fein. Und ich würde einfach so ein 6 von 10 geben. Jetzt kommt aber sein zweites Outfit. Schreibt mal in die Comments, was ihr davon haltet, aber es gibt mir so ein bisschen 4. Klasse Schoolboy-Vibes. Seid ihr ready für das? I doubt it! Too sexy for your gang, too sexy for this fame, yeah. Gut, das wird immer schlimmer. Ja, was ich davon halte? Gut, das wird immer schlimmer. Die Kicks hier, New Balanced, ist basic, ja, kann man sicher einigermaßen kombinieren, aber es passt einfach nicht mit diesen Hosen, die sind einfach zu locky und zu fett. Und der Bulli hier rettet es auch nicht mehr. Was würdest du für eine Note geben? Dem würde ich jetzt ein 4 von 10 geben. Gnädig, gnädig. Ja, ist nur, weil wir gesponsert sind, kann ich nur 4 geben. Link in Bio. Damn it. Gesamtfazit, so gegen Schluss, muss ich sagen, es war eigentlich recht interessant gewesen, mal ein bisschen andere Sachen anzuprobieren. Man sieht, was einem steht, man sieht, was einem nicht steht. Im Endeffekt würde ich es auch nicht noch einmal machen, ich würde einfach lieber direkt Mega-Style gehen. Aber für Leute, die vielleicht nicht so einen Style haben oder einfach wirklich keinen Bock haben auf Shoppen, wären eigentlich die Outfits gar nicht so schlecht. Also sie sind sicher besser bedient, als wenn sie manchmal einfach so random etwas kaufen. Oder natürlich, gleich ist Weihnachten, gleich ist Valentinstag, Boys da draussen, wenn ihr eurer Freundin etwas kaufen wollt und keine Ahnung habt, was, gebt ihre Masse ein und ihr bekommt schon 700 Stutz. It's not worth it. It is though. Danke. Oh. Ich würde sagen, das war mit dem ganzen Salon. Wichtige Erfahrung in meinem Leben. Ich nehme fix in meinen Lebenslauf auf. Hier mit dem letzten Stück Schinken, das hier lauert in meinem Tower, würde ich mich auch verabschieden. Merci fürs Zuschauen. Ciao, ciao. I'll let you today ski. I've been kicking shit. Might need a
Wow!